Hallo, goede morgen, lieve broeder en zusteren, vrienden. Mijn naam is Hiebert. Ik wens je een gezegende Weihnachten en ook een schöne tijd nog van Hiebert bij je holiday worden. Onze holiday wat we dan houden willen. De boodschap van vandaag wil ik nemen uit 1 Korinther kapitel 13 vers 34, wo de apostel Paul ons een package geeft van geschenken, wat we kunnen weitergeven. En weet je, wanneer het Weihnachten komt, dan gaat je dat aan geschenken. En je was, weet je, dat ook verstaan. Aber manchmal, da wir das übertrieben, glaube ich, auch falsch verstehen und anwenden. Ich habe mal Menschen gefragt, wann es zu Weihnachten kommt, hat es was zu Weihnachten gekriegt? Ja, und was je sagt, wie der Nummerstraatje mit der Schwester, oder bei der anderen, oder wo immer die sagt, du dann ist. Und dann frage ich dann nochmal, was du gekriegt hast, halb die das Wort. Und dann hat einer das sehr verken, dass sie haben gekriegt, was nicht halt. Oder sie haben Nummers getragen, sie haben nur was gekriegt, was nicht halb, oder nicht jankert. Und auch nochmal so, was nicht gut wird. Und das traf bei mir auch, und das traf bei die Sache auch so. Und, weet je, und dann denke ich da manchmal, even, like onze Kinder, die al noemen straatjen met ihre Freunden en kauften an. En weet je, dan is de grote vraag door wat die Person dat goed zijn. So dann sage ich mir, dass das fehlt uns nicht mehr. Nicht von Sachen. Wenn das ist so näher wird, dann fehlt uns wirklich nicht mehr Sachen. So, dann wollen wir mal sagen, was die Bibel uns sagt und was Paul uns lehrt, und dann wollen wir dort vielleicht anwenden, und das kostet uns nichts. Wieder eine Anstrengung. So, 1. Korinther, Kapitel 13, Vers 8, dann der Leib ist langmütig, freundlich, der Leib der eifert nicht, der Leib der trifft nicht Mutwelle, sie blust sich nicht ab, sie stellt sich nicht angebärdig, also falsch daran, und sie sieht nicht bloß dort Erde, und sie lässt sich nicht verbessern, sie rechnet nicht auf böse Tau, freut sich nicht über Ungerechtigkeit und freut sich über Wahrheit. Der verdracht alles, glaubt alles, hofft alles, sie duldet alles, und der Leib hört never ab. Aber so weit. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass du durch deinen Sohn Jesus Christus uns deine große Leib, dass du kein Eng hast, dass du kein Mal abhältst, dass du kein Limit hast, dass du über alles ewig kann, und alles retten kann, und alles fallen kann, dass du diese Leib durch Amt uns geopenbart hast. Und dass du auch sagst, in deinem Wort, dass wir diese Leib auch können ausleben, und dass dort kann ein Zeichen sein, ein Zeichen, dass wir Gott seine Kinder sind. Und Herr, wir danken dir für diese Weihnachtszeit, wir danken, dass wir da beleben können, dass wir uns erinnern können, und Gott seine Leib, dass sie sehen, dass an diese Welt angekommen. Und Herr, ich will das hier im Gebet für alle Tage nehmen und für mich selbst, dass wir nicht das falsch nehmen oder das einfach nehmen oder gleichzeitig nehmen und verdrehen das schöne Geschenk, was wir gekriegt haben, an irdische Sachen nennen und fokussen bloß on dort, aber halb uns dankbar zu sein, dass wir an diese Leib und diese Jünger Gottes stehen können. Musst du uns das geben, halb auch man wieder so ein paar Verse hier durchgehen, diese Punkte, was die Schrift uns sagt, dass wir uns die Wahl zu Horten nehmen, dass wir die Wahl annehmen, dass wir uns die Jafs und dass wir die auch Wahl dort wiedergeben. Herr, ich danke dort und bete an die Namen. Amen. In diesem Kapitel möchten wir dort 10 Items sind, 10 Dinge, was die Bibel will haben, was wir sollen anwenden, was wir können wiedergeben. Das ist nicht so, was wir holen dürfen, aber das ist so, was wir können wiedergeben. Wir wollen meist was durch Nanchetje. So, wir reden sehr viel von Leib, aber das scheint sich manchmal so, wir wollten nicht so viel von Leib. Und wir üben auch nicht so sehr viel von Leib.
En vielleicht veel wanneer als wordt jemals gewast als nu Jesus Christus in de tijd wordt leef van jou also kalt is. En dat is erstaunlich, wo leef ook manchmal jet te misbruiken. Waarom misbruiken? Man we leef niet recht verstaan dan over de misbruik. Velen denken dat leef als bloß je feilen. Die zijn eenmaal, wenn ze dat feilen, dat is, dan is het, maar niet, dan is het du niet. Aber du zijn we actually een beetje verbisterd aan, wanneer we bloß op je feilen checken doen. Weil am deutschen Wort jaft dat bloß ein Wort von Leib, eine englische Bibelwort oder Sprach jaft dat so zu sagen bloß ein Wort von Leib. Aber danach an verschiedene Arten von Leib. Und die Schrift die hat dann für jede Art eine Meinung. In der griechische Wort, die griechische Bibel oder Sprach, die werden tot die veranderd wie dat mal einmal die Dinge kunnen einzetten. En er zijn 3 punten, 3 woorden waar ik uittraaien wil uit deze live, wo de Griechische Bibel er spreekt van reden dat. En dat is Eros, Phileo en Agape. 3 soorten van live. En deze zijn we zijn alle bedürftig aan die. Eros is de romantische Life zwischen einem Mann und Frau. Dat zij zich kunnen moedig merken in ihr Leben uitleven en zo. Dat eigenlijk verbinden, wanneer ze de Eros Life leven doen en wanneer ze de oprechtig hebben, dat is een geschenk van God. God heeft de personen zo gemerkt met deze Life erbij. Nummer 2 is de Phileo Life en dat is de bruiderlijke Life, wat we gebruiken als bruider aan Christus top te leven, en bruider als geschwisterbruider, en vrienden, en dan zo al die met die wat we eigenlijk verbonden zijn, dat we de leven doen houden en dat onze gemeenschap niet verbruikt. En dan het derde is de agape leven, uitgesproken agape, rape, en dit is Gottes liefde. Dit is de leven wat hij einen jeden hingeron draagt, oder toedraagt, als dat rechte woord wat aan God der Jesus Christus zum Glauben komt. En daar fällt hij met deze leven. So, we brauchen dat eenmaal verstaan dat deze leven, de agape-leven, dat heeft niet met gevallen te doen. De Eros-leven, dat heeft. Man man en vrouw zich wat rekenen, man zij zich dicht op zijn en zij voeten zich aan en zij geven zich een hug of zij geven zich een kus, dan vallen zij de leven. Phileos leven, dat heeft je dan allemaal de grote rol te doen hier met Weihnachten. Wanneer du mir een geschenk gafst, dan geef ik die ook. Wanneer du mir een gafst, dan val ik, du läufst mir. Gafst du mir aber nicht ein, dann kann dat je Fehler geben, weil der läuft mir nicht mehr. En dat is goed, dat is niet te verachten. Dat heeft God zo gemerkt, dat we dat feilen kunnen, aber de agape-leven, dat heeft niet gefeilt. Weil, wanneer dat gefeilsleven is, dat kan we vaderen. Okay, du sagst auch mal feilen, dat ik die leven doe, aber der agape-leven is niet zo wat we vaderen kunnen, maar dat is zo wat we geven kunnen. En daar brauchen we op eenmaal even nu denken, wo leef ik aan deze leven? Wieder, wie kunnen de wereld met deze agape-leven kunnen we besonders veranderen? Dat is waar God dat zich gewünscht heeft, want de leven geven dat, geven doen, wat de mens zich niet verdiend heeft. En dat is wat het is. Agape-leven is niet wat du voelt, maar dat is wat du deed. Dat is een wohl, ik wel. Agape is de leven die God ons beveelt. Opgeven dat we deze leven worden wiedergeven, dat we die worden met leven. En agape leven is dat begevenis van wat we honden doen en niet van wat we feilen doen. So,
wer hat von dieser Leib? Alle waren geborene Christen. So das schafft nicht zu sagen, ich kann nicht so eine Leib, wenn du wahre geboren bist. Wir haben diese Leib gekriegt? Von Gott selbst. Hafte utgegoten an alle Gläubigen. Römer 5, Vers 5 sagt uns, dass dort die reich geworden sind, durch den Glauben, die haben die Frieden mit Gott. Und so sagt er an den ersten Vers. Und an der 5. Vers sagt Römer 4, Vers 5, dass der Leib Gottes als utgegoten an unsere Horte. So das ist die Bahn. So was ist dieser Leib? Dieser Leib, der Agape-Leib, ist der Akt, der Actions von der ersten Frucht, die wir in Galater 5,22 lesen können. Und du sagst uns dort, dort den ersten Frucht als Leib, so das ist das erste, und dort redet von dieser Agape-Leib. Und dann redet dort von Friede, Geduld, freundlich sein, goedgezogen sein, Glaube, Gelindigkeit und Selbstbeherrschung. Das sind einmal die Tekens von der ersten Frucht oder von dieser Agape-Leib auch, was wir gekriegt haben. Und so ist das, wenn wir reden von der Agape-Leib, dann würden wir reden von Agapieren. Und dort ist, dass wir jedes Wort, was sie sich nicht verdient haben, und dort ist eine Wohl, ich will dort zu leben. Und man bei dieser Leib nicht ausdeulen an der Welt, Menschen, die du nicht geschätzt sind, die du nicht an Gott glauben, die du vielleicht Gott später tun. Dann haben wir das kurz feilen, dass unsere verlorene Leib ist nicht wirklich du für diese Menschen, because die können uns gegen uns sein, die tun nicht, was wir uns wünschen, die sparen über Gott, die fluchen über Jesus oder was immer. Sie dann haben die nicht verlieren, würde wir sagen, das wird verlieren, aber das haben die wirklich nicht tun. Dann haben wir das nicht mal anschieren, aber wenn wir die Agape-Leib haben, dann haben wir doch anschieren, because dann merken wir die Wohl. Ich will diese Person leben, kriegt er nicht, was er ist, kriegt er nicht, was er tut, aber danach, der Leib Gottes ist an mir, und die Deutsch will ich diese Person leben. Und wünscht, dass die dadurch mich gut kennenlernen. So, wir haben mal diese Punkte einmal bechecken, was wir hier in Korinther lesen. Und mein Wunsch ist für uns als Christen, Gläubige, Brüder und Schwestern, Family, dass diese Weihnachten wirklich das Package, das ganze Paket, was Paulus uns gegeben hat, dass ich und wir alle taub dort möchten anwenden, so zu leben, als wir hier waren fingen. So, das erste, wo ich mir hier einmal top gestellt, dann sind dort 10 Stärke. Und das erste ist einmal die Standhaftigkeit. Der Agape-Leib ist, der bleibt standhaft. Das ist nicht so eine Waderwendische. Ein Tag sei er warm, und nächsten Tag auch viel kühler. Aber der ist standhaftig. Das sagt uns, der Leib, der ist langmütig. Und das ist wichtig, dass wir nicht checken, wenn du geduldig bist, dann bist du, wenn du ungeduldig bist, dann bist du anders als unser Herr Jesus. Er ist nach immer gewesen, was ich immer bleibe. Und sei geduldig mit alles, was du erreicht oder falsch, leiblos, ungehend hat, dann fingen wir dort an einmal, dass er ganz geduldig ist. So du, da wir uns mal das erste einmal fragen, diese Weihnachtshalde, die wir wollen, Familie zu kommen haben, wo standhaft wollen wir sein, wo ungeduldig wollen wir sein. Und vielleicht bist du eine Person, ob Familie zu kommen, dass du kannst, dass die Schwester du alle, hier ist kein Limit wem, aber dass du dem alle kannst, Geduld wiesen, dass du ruhig und geduldige Person bist, und dass du kannst du sein, und dass du alle kann mit dir top reingehen. Warum? Weil du die Agape-Leib über das, und du schenkst nu mit all dem, was du top bist, einfach mal bloß ganz geduldig. Weil Jesus hat seine
geläuft en hij wil han, wie zullen ons ook ze staat in een onderleven, bad oneen. Zo wordt we lezen aan Johannes kapitel 13 vers 1, toen zegt dat en waar de Herr Jezus de zine geläuft hat, zo leefde de bad oneen. En dat brengt dat we standhaftig blijven. Langmütig als ook man dat standhaftje, dat randt niet af. Dat reikt bloß immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und dat schafft, dat kommt wieder. Das zweite, dat is deine. Agape-Leib jeft nicht dort, wat anderen sich verdienen. Und es steht dort, wat die brauchen. Met dat gezegd, wenn jemand die wird aanrecht doen, willst du gefällt bist mit der Agape-Leib, dann fängst du einen Weg, jeng freundlich zu sein. Haft er sich dort verdient? No. Aber das, was am fehlt, dass du schaftig bist zu arm. Du sagst, sie haben sich dort nicht verdient. Das stimmt. Agape dient die, die das nicht verdient haben. Der Gott, red Gott, bed innerlich für die, was die beleidigt haben. Einfach, du seine zum Deinen, nicht gegen uns sein. Nummer 3 ist Aufrichtigkeit. Agape freut sich, wann andere gesehen worden. Hier haben wir Weihnachten, glaube ich, manchmal viel Trouble mit. Wie manche, dass jemand hat ein feines Geschenk gekriegt für Weihnachten. Und ich gehe wenig darum an Geschenke. Aber lass du sein, und ich will du nicht was mit viel sagen. Aber jemand hat ein feines Geschenk gekriegt. Und Aufrichtigkeit wird immer so schaffen, naja, da hat gesehen gekriegt, und ich will dankbar sein. Ich will den das ganz wirklich gerne. Aber manchmal, dann ja das vielleicht da so steht. Wie würde sagen, weil ich läuft die, aber danach, nu machen wir das sie gesehen sind, dann machen wir all mit Geschwurschlucken, dann können wir das meist nicht nehmen. Oder wie machen das andere sich das sei erlauben, was die Person getan hat, und wir können das meist nicht vertrauen. Und dann machen wir sehr Schlucken down. Und dann würden wir vielleicht sagen, weil, den Gewinn ist mein Verlust. Nee, liebe Freunde, Agape-Leib ist immer aufrichtig. Die Person hat das gekriegt, und da ist das wird. Und ich will den Doing sehen. Ich will ganz aufrichtig sein mit dieser Sache. Nummer 4 ist, ich habe das Wort daheim gesagt, treuholend. Agape ist bescheiden. Agape-Leib, das nicht prahlen. Mit mir taub und mit vielen Tausenden Menschen, was von der Pucherie darf das nicht wirken über Weihnachten. Und von dort das hält bloß mal nicht an. Stadt und Leib können nicht an ein Hort wohnen. Stadt prahlt immer. Stadt dat immer, ich habe je das Bast, ich habe das meiste, sonst du hast das auf mir gar nicht gefehlt. Ich habe wirklich sind die Trees mir fehlt und wirken als du bei Gott die Hinger durch Bahnen. Und wahre über Weihnachten jaft das wirken so viel Einigkeit, man da wird du soll actually top kommen und sich alle frei können, dass sie hier können top sein und dass sie das können nur denken, dass Jesus als an diese Welt gekommen, aus Herren Rada und auch dass als abgewaschen hat uns geläuft und uns gewaschen von all unsere Sünde. Und Paul sagt, wenn er sich mit was riemen will, hochholen, dann will er mit dort, dass Jesus für ihn gestorben ist. Weil wir dort auch so steht down. Der 5. ist, meist das Salje, aber dort redet von selbst treuholen. Agape, Leib ist auch bara da, was du andere verabkommt. Das geht nicht bloß an mich, aber das geht auch immer an den Nächsten. So wie Jesus gesagt hat, er wird immer demütig, sanftmütig, und er wird andere immer an der ersten Stelle durchstahlen. Agape-Leib ist wirklich auch da, wenn wir an treuholend sind, dort wir die kleinen Dinge auch achten. Einfach die ganz kleinen Dinge. Und weil die Bibel sagt, wenn wir nicht die kleinen Dinge achten, dann wollen wir die großen auch nicht.
War eine sehr diepe Prüfung, wenn du ein Geschenk kriegst, und dat is ook maar een kleine, aber een einfachheid. En hier moet ik ook einmal met kämpfen. Dan werden wir über 3 holen zijn, dat we niet worden Gerechtigkeit anstellen, und über die Agape läuft, sagt der verdrückt alles. So dann war wieder okay mit sein, dass wir dort dann nu gekregen haben. Nummer 6, Selbstpflege. Agape läuft sagt nicht, dat geht eerst an mich, und ich habe mein Reich, und dann geht es an die andere. Nee, als du gerat wirst, dann wirst du mit Christus actually taub gekreuzigt. Du bist nicht mehr den Eine, du bist mit einem Preis gekauft, und deswegen, weil er die in mir gekauft hat er uns auch geboten zu leben. Wenn wir aber abhören, an zu leben, dann merken wir dass wir einmal nicht mehr diese Agape-Leben so stark an uns Gott dort haben will. Aber wenn wir aber abhören, über uns in het Reich nur zu denken und nur zu streben, andere zu sehen, dann wird die Welt einfach dadurch verändert worden, weil wir handgegebene Menschen sind. Agape-Leben schafft einfach den Weg. Der nächste 7 ist ruhig sein. Agape-Leben lässt sich nicht, ein schönes Wort oder ein leichtes Wort wird einfach mal sein abhitzen oder anhitzen. Wenn du weiter was, wo fall du von dieser Agape-Leben bist, dann darfst du bloß mal einmal checken, was quält dich durch, was kommt dich durch. Wenn du mal einmal kriegst nu de halve dag, angeklagt warst oder beschuldigt warst, und wenn du aber hastig ablösen das, du warst sehr frustriert, dat prallt über die Eva, dann fehlt dir der Agape-Leben. Ich weiß, dass die Weihnachtszeit waren viele Geschwister sich bei ihren Eltern oder bei Geschwistern kommen, dann waren sie sich uneinig, weil sie blieben nicht ruhig. Jemand sagt something und den anderen steht dort und er blieb nicht ruhig und dann prallt dort, was du arg an sein Leben kontrolliert hat, dort prallt dann wohl Eva, dann gibt es Schwierigkeiten. Ich will mit dir kämpfen, diese Weihnachten, und ich bete dir, dass du auch wirst kennen. Das 8. ist Opfer. Opfer haft je den Namen von geben, oder noch wieder gesagt, von ganz abgeben. Opfer haft den Namen mit een Schubopfer. En dat schub wat je opfert, wat dat moet je dat leven ganz handgeven. En de vorm krijg je niet meer van het schub 3. Dat is alles geopfert, dat vlees dat is gooi geworden, dus gereed had. Dat is niet meer door, dat is geopfert. En we gebruiken ook, en dat is een part van de agape-leven, dat we opferen doen. En dit opferen word ik hier eenmaal wel, dat hier een beetje aanvlachten. En dit is eine Vergebung. Dat geeft keine Vergebung, ohne dass das was kostet hat. Du musst irgendwas kosten. Muss es das sein? Wenn du mir $100 schuldig bist, und ich vergebe das, dann kostet mir $100, nicht? Okay? Ein anderer wird, wenn ich dir das wirklich vergebe, dann begrube ich das an die Begangenheit und die Verletzung, was du durch gegeben hast, an das Grab von der Vergebenheit Gottes. An das Grab, du dich dort nehmen und lass das zumerken, dann haben wir diese Sache nu ab und klaren, die bist mir nicht mehr $100 schuldig. Aber mir hat das $100 gekostet. Ich habe das geopfert. Das habe ich nicht mehr, das nicht mehr, das ist nicht mein. Aber das kostet uns noch ein bisschen mehr als bloß die $100. Habe ich mal eben gedacht. Ich kostet mir die $100 und danach das Opfer. Dass ich das abgeben darf. Das Geld sich los, das ist nicht mehr mein. Aber will sich das loszien, brauche ich da noch was mit tun. Und das ist das Opfer. Und das Opfer ist, dass ich wähle da
die $100, wat du mir nicht 3 Tule kost oder was, dat ik die dat nu vergeven doe, dat ik die dat ganz even heulen laat, mezelf te heulen, en dat du absoluut ganz vrij bist, van du naar ons begegnen, dat we geen schuldgevoel meer over deze zaak hebben. Zo dat heeft mij de $100 gekost, en dat heeft mij gekost dat ik mij opvredo, die te vergeven. Je bent mij niets meer schuldig. Dat is ook Gaperleif van opveren. Dat we ons handgeven doen. Nummer 1. Dat is metvuilend zijn. Agape-Leib fragt sich nicht, wann jemand gefallen ist. Metvuilend. Wenn jemand an Sinn oder an Ungerechtigkeit gefallen ist, der fragt sich nicht, du te Eva. Ich glaube, das ist auch waar wir können denken, was bei uns Menschen können sehen. Heute mit korrekt zu denken könnte, oder hat sich zu denken könnte, dass das auch noch wahr wird fallen. Das ist nicht Agape-Leib. Agape-Leib hat das Metvuilend. Die Agape-Leib, dat ons immer waren erwarten, dat wir durch den Fall, was wir selbst beleefd haben, geheilt und geläust, gerat sind durch Jesus Christus. Und dat wir nicht mehr wollen durch den Fall. So dann soll uns das nun Junge hat und mitfühlend geben über unsere Nächsten. Wenn wir das machen, dass die Person gefallen ist und an Sinn oder an Schwierigkeit oder irgendwo gefallen. Oder der hat sich selbst getäuscht. Wo immer er kort kommt, wenn wir der Agape-Leib an uns arbeiten lassen, dass die Frucht durch was wachsen, dann würde uns das jammern. Dann würden wir trüren durch Eva, wir würden beten durch Eva, und die Bibel würde einfach sagen, wir würden auch rohren. Dat is Agape-Leib. Wir dulden nicht mit so, wenn ein Mensch einen sinnvollen dat wir den bloß Tag lassen. Aber wir haben Mitgefühl und wir wollen diese Person helfen, seine Last zu trauen, dass die Bulwara wat kann, gereinigt worden. In Mitgefühl. Kijk mal, auch war diese halbe Deel. Waar we doen zijn einer für den anderen. Und waar we in Mitgefühl an alle Hinsichten proben uit te leven. Dat is juist Frucht. Dat tiende. Dat heeft waar mes met dat te doen als wat dat achter, maar dit waar we eenmaal lijden namen. Dat ook opvorderen. Dat is de leef, wanneer ze zich entscheiden te leven, dan entscheiden ze zich ook te lijden. Dit moet hand aan hand gaan. Wanneer ik me entscheide, eine Person, wat du gefallen ist, oder wat du schwor ist, oder eine schwere Plau leben hat, und ich mich entscheide, die Person zu leben, dann wird ich für dieselbe Zeit leiden müssen. Das wird mir nicht einmal leicht sein. Ich will einfach mit dieser Person darüber mitleiden. Weil, wenn du jemand leben hast, dann dürfen wir uns selbst einen Risk geben, dass wir von der Person auch noch Worte kennen, verletzt worden. Wir waren vielleicht sehr viel anwenden, wo wir diese Person helfen. Und das darf uns Gott gleich. Und dort können uns dazu kommen, dass wir die Person möchte viel Hilfe anbieten, vielleicht noch sogar mit Geld oder Arbeit oder wo immer, viel Gebetszeit, was immer das muss sein. Und auf einmal dann wird die Person sich, das kann, ich sage nicht die Worte, aber das kann, dass die Person sich auf einmal wird gegen andrehen. Und dann war wir uns sehr täuschen. Und dann mussten wir sehr leiden. Weil liebe Brüder und Schwestern, die Agape-Leib, die wird dort verdreht. Das ist, was die Bibel sagt. Die letzte Verse, die ich lese, ich den 8. Verse bloß das erste einlesen. Nicht ganz. Und du siehst das in der Leib, der hielt nicht ab. So, der Agape-Leib, lieber Freund, lieber Brüder und Schwestern, sagt uns die Bibel, die wird du danach nicht abhören. Even wie worden uns sehr täuschen. Wir waren verletzt worden. Aber die Bibel sagt, der Leib kommt du nicht ab hier. So eine Leib war wie auch zu dieser Weihnachten unsere Geschwister und Freunde an der Kirche alle Wege geben. Einmal kann man nicht leben ohne Leiden. Weil
Dat sagt uns, der Leib verdraagt alles. Nicht bloß in Gewasset, aber einfach sagt, dass dieser Leib, der verdraagt alles. So, nu darüber vielleicht mal checken, was hier an uns Leben. Wo habe ich uitgemerkt mit dieser Geistesfrucht? Das ist einfach die Frucht, die Jesus uns gegeben hat. Haben wir uns getäuscht? Dann darf wir uns einmal prüfen, ob das wirklich wir sind gewesen oder ob wir auf einmal irgendwo besser merken. Zum Schluss, der Ausdruck sagt uns das, das darf nicht, was der Leib nicht begegnen kann. Das darf keine Grenze, dass der Glaubensleib muss abhören oder wird abhören. Aber das darf nicht loszudrehen, wann man läuft, wo Gott läuft. Seine Agape läuft verdraagt alles, der läuft alles, der hoopt alles und der duldt alles. Allebei sagt das einmal, der duldt, der das alles. Diese Agape läuft, mein Freund, Bruder und Schwester, der hielt niemand nicht ab. Mit dieser Leib, weil wir die Welt auch wirklich leben, auch so unsere Mitmenschen. Schlussfolgerung will ich lesen aus Johannes, 1. Johannes, Kapitel 4, Vers 7 durch 11. Hier sagt uns, dass es steht, die Leute, lasst uns einander Leib haben, dann der Leib ist von Gott. Und wer Leib hat, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht Leib hat, der kennt Gott nicht, dann Gott ist Leib. Durch das erschienen der Leib Gottes gegen uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn geschickt hat an die Welt, dass wir durch leben sollen. Durch steht der Leib, nicht dass wir Gott geläuft haben, sondern steht, dass er uns geläuft hat und geschickt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Und die Leuben hat uns also Gott geläuft, so soll wir uns einander auch leuben. Das ist mein Wunsch für euch alle, für diese Weihnachtszeit, auch wieder jeder Tag, man Gott genau schenken, dass wir leben können. Im Namen Jesu. Amen.